Jo, grüezi miteinander bei einem neuen Commentary von eurem Casebro. So, und heute habe ich mal ein bisschen ein anderes Game, als ihr vielleicht erwartet hättet, ne? Und zwar Counter-Strike Source. Und zwar ein Gun-Game. Ähm, ja, Counter-Strike Source ist eines meiner absoluten Favorite Games. Und meines Wissens nach war Counter-Strike auch das Spiel, welches als erstes Gun-Game hatte. Also das alte Counter-Strike, nicht der neue Teil. Sprich nicht Source oder Global Offensive oder was, sondern 1.6 oder nee, eigentlich das normale Counter-Strike. Ja. Grund, warum ich dieses Gameplay bringe, ist, es kommt bald das neue Counter-Strike raus. Und da freue ich mich schon übelst drauf. Und allgemein kommen in nächster Zeit übelst viele Games raus, die ich mir holen werde, von denen ich jetzt mal was erzählen werde. So, da hätten wir, wie gesagt, das nächste, das kommt, ist Global Offensive. Das kommt am 22. 21. glaube ich. 21. August. Und wenn man sich vorbestellt, kann man am 14. in die Beta starten. Sprich eine Woche lang die Beta zocken und dann das Hauptspiel. So, ich werde es mir vorbestellen, denn Valve ist übelst geil und lässt das Spiel nicht 2000 Euro kosten. Es kostet nämlich genau 12 Euro momentan, wenn man es vorbestellt. Und das ist richtig geil. Ich finde, Valve ist der geilste Spielentwickler, den es gibt. Und die verarschen irgendwie die Fans am wenigsten, kommt es mir vor. Wenn nicht sogar gar nicht. Ja, nein, gar nicht, schon nicht. Aber die verarschen relativ wenig und das ist auch immer ziemlich preisgünstig alles. Und ja, finde ich sehr geil. Dann kommt am 28. Guild Wars 2 nach etlichen Monaten, Jahren Wartezeit, ne? Ist es endlich draußen und da werde ich dann wahrscheinlich auch mal einen Monat lang dran sitzen oder keinen Plan. Das wird wahrscheinlich schlimm, du. Und dann im September kommt Borderlands 2. Und dann kommt ja noch Black Ops 2. Boah, wann war das? November, ne? Oder Oktober. Welches mir je nachdem vielleicht auch hole, weil... Also sieht jetzt folgendermaßen aus. Global Offensive werde ich mir ganz bestimmt holen. Dann Guild Wars werde ich mir ganz bestimmt holen. Borderlands habe ich schon vorbestellt. Und wenn ich da noch genug Geld habe, sagen wir mal so, für Black Ops 2, dann werde ich mir wahrscheinlich das auch holen, weil der neue Multiplayer-Trailer, der letztens rausgekommen ist, den fand ich doch sehr positiv. Also es hat mich wirklich positiv überrascht. Obwohl es da ein paar Sachen gab, die mich richtig gestört haben. Beispielsweise gab es da ein Visier, weil man irgendwie quasi ein Wallhack dadurch hat oder was. Das ist dann auch wieder mal was Schönes für die Camper, ne? Aber ja, mal gucken, wie das wird. Meine Frage an euch wäre jetzt, wenn ich Global Offensive die Beta habe, ob ich da Videos zu bringen soll. Und ja, das ist eigentlich die Frage. Oder ob ich erst bringen soll, wenn die Vollversion da ist, oder gar nicht. Ich hatte eigentlich schon vor, ein bisschen was zu bringen, allerdings nicht allzu viel. Zwischendurch mal ein Commentary. Dachte ich so, aber ich muss auch mal gucken, wie es ausschaut mit den Modi, Spielmodi. Denn der klassische Counter-Strike-Modus ist ja eigentlich Bombe legen oder Geisel retten. Und da ist ja so, wenn man stirbt, dann spawnt man nicht mehr. Also quasi ein bisschen wie Search and Destroy von Call of Duty. Das werden wahrscheinlich die meisten kennen. Und das ist dann je nachdem ein bisschen mühsam fürs Zuschauen, weil das halt nicht wirklich Action ist, sondern mehr taktisches Spielen. Also muss ich gucken, wie das in der neuen aussieht. Gun Game wird es bestimmt wiedergeben. Das ist jetzt ein Modus, den sie direkt von Anfang an einfügen. Und ich frage mich auch, ob sie die anderen
Counter-Strike-Modi, die es gibt, die von den Fans gemacht wurden, einfügen, sprich Sachen wie Surfen oder Minigames oder Death Run, solche Sachen, wird jetzt vielleicht vielen von euch nix sagen. Das waren verschiedene Modi. Surfen zum Beispiel war einfach, man konnte halt durch einen Parcours durchsurfen eben. Oder auf einer Map rumsurfen und musste die anderen killen. Solche Sachen. Death Run war einfach so, die Antiterroristen, sprich das eine Team muss durch einen Parkour durch. Und dann gibt es einen Terroristen, der Fallen aktivieren kann, um die Antis so zu töten. Hier übrigens der letzte Kill. Naja. Ja, mich würde es halt wirklich übelst freuen, wenn das wieder vorkommt. Wenn nicht, auch egal. Dann spiele ich einfach wieder so, wenn ich auf sowas Bock habe. Aber naja. Gut, dann schreibt mal eure Meinung zum Global Offensive, ob da Videos kommen sollen oder nicht. Und dann verabschiede ich mich mal. Bis dann.